Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Schöne Wohnen mit Chuti. Ja, Schöne Wohnen, nicht wirklich. Es ist ein weiterer Metall- bzw. Betonbunker, den ich hier hingestellt habe. Es ist somit eine weitere Folge von Festungsbau in Alpha 17 von 7 Days to Die. Diesmal mit einem neuen Element, das ich in Alpha 16 nie verwendet habe. Und zwar ist es diese Druckplatten in Kombination mit den Dartpfeil-Schussanlagen. Habe ich mir überlegt, jetzt wo die Zombies ja so toll intelligent sind und sich wunderbar steuern lassen, sind diese Anlagen einfach perfekt, weil man schleust ja durch irgendeinen Korridor oder durch ein Labyrinth, und was ist besser, um so einen Straight-on-Pfad zu beschießen, als diese Dart-Pfeil-Emitter oder wie die sich auch immer nennen, diese Schussanlagen. Der große Vorteil von ihnen ist die Munition. Ich muss mal schauen, ob ich da gerade was habe, wenn ich hier mal im Crafting-Menü schaue. Das sind ja die Dart Traps heißen, genau, und die verwenden die Eisengeschoss-Munition. Diese wiederum kann man herstellen aus Iron und Clay. Beides ist massenhaft verfügbar im Spiel. Somit kann man eigentlich wunderbar in hohem Maße diese Munition produzieren. Recht massenproduktion tauglich. Macht es sehr angenehm im Gegensatz zu, was war hier die 7 ist für die AK, die 9mm Pistolenmunition für das automatische Geschütz. Da ist ja eigentlich die Patronenhülse immer ein bisschen der Flaschenhals, weil die aus Messing hergestellt werden muss. Und bei der Schrotzenmunition, was war das? Ich weiß es nicht mehr. Flintenmunition. Das Papier, wobei Papier ist relativ weit verbreitet. Aber die Dart-Munition natürlich perfekt. Iron Clay, massenweise herstellbar. Auch vom Produktions- oder vom Skill-Menü her ist es gar nicht so schwierig, das herzustellen. Wenn ich mal schaue, das gibt es bei der Intelligenz, und zwar bei Advanced Engineering. Das kann man alle nötigen Elemente für diese Basis ab Stufe 3 von Advanced Engineering herstellen. Das ist zum einen der Electric Fence und die Dart Traps. Beides benötigt Intelligenz Level 7. Intelligenz Level 7 kriege ich ja Player Level 50, ist also nicht so weit entfernt, um das zu bauen. Hat man relativ schnell, wenn man Zombies farmt und an ihnen hochlevelt. Beziehungsweise man muss ja gar nicht farmen, wenn man auf die verschiedenen Poys inspiziert und durchplündert. Dort hat es massenhaft Zombies drin, da kommt man ganz schnell auf die nötigen Levels. Auch Level 20 für Forge habe ich, glaube ich, im letzten Spiel bei Tag 3 oder 4 schon erreicht. Allzu schlimm. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Der geneigte Zombie, der mich fressen will, kommt hier in diesen Korridor, wird hier erstmal von diesen 2 Dartplatten beharkt. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Aufnahme hört. Hier vielleicht noch ein kleiner Hinweis, es ist hier einfach ein Darstellungsfehler, liegt noch in der Alpha 17 begraben. Die Falle beginnt erst ab Eingang. Es ist genau 5 Felder lang. Und ihr hört es, wenn ihr draufsteht, da gibt es einen Klick. Mal schauen, wenn ich nicht plappere, ob ihr das hört. Hier war es. Und das bedeutet, jetzt ist Druck auf der Platte. Die Platte, wo ist sie? Hier ist sie, die ist schwer zu finden. Und verschiedene Einstellungen, die man wählen kann. Man kann sagen, ist ab dem Moment, an dem Druck auf der Platte ist, gleich Strom drauf. Also leitet sie gleich Strom weiter auf das dahinterstehende Element, sprich die Dartpfeilen. Oder man kann auch ein Delay machen bis zu 5 Sekunden. Ich kann auch sagen, wie lange soll der Effekt dauern. Ich habe hier eingestellt, solange Druck auf der Platte ist, weil danach ist auch kein Zombie mehr in Reichweite. Aber auch hier kann man noch Verzögerung einbauen. Sehr praktisch. Im Moment einfach, sobald jemand auf dieser Platte ist, zack, werden diese Dart-Traps getriggert. Hier gleich von hinten und vorne werden sie bedient. Auch wieder eine 5 Feld lange Druckplatte. Zum Verkabeln, man zieht einfach vom Generator ein Kabel auf die Druckplatte und dann von der Druckplatte auf die Elemente, die getriggert werden sollen. Also diese ist hier mit 4 Elementen verbunden und hier noch die letzte ist mit diesen 2 Elementen verbunden. Das macht dann 4
beziehungsweise 8 Dart-Traps, die hier ein bisschen nach hinten führen. Das bewährte Design von den Elektrozäunen, das im Zickzack hier durchgeführt wird, habe ich beibehalten. Mal schnell schauen, wenn ich hier rumschwebe, damit man es ein bisschen besser seht. Wo jetzt hier grün ist, sind die Wände 2 Blocks breit und hier einfach im Zickzack die ganze Stromgeschichte. Ja, ich habe jetzt hier nicht keine fixfertige Basis gebaut, ist ja auch sinnlos. Es ist, glaube ich, klar, um was es geht. Ich werde hier mal die Türe schließen. Die Zombies werden natürlich wieder diesen Weg wählen. Ich gebe mal ein bisschen Saft auf den Generator und schaue mal, ob ich irgendeine hübsche... Ja. Das soll mit den Zombies passieren. Eine hübsche Position finde, wo ich jetzt nicht gerade von Elektroschocks behagt werde. Ich glaube, hier sehe ich etwas ziemlich gut, wo es durchgeht. Ich hoffe, die Zombies gehen jetzt aber auch wirklich durch die Wand hindurch, weil ich bin ja eigentlich in der Wand. Aber das sehen wir jetzt gleich, wenn ich die Blutmondnacht aktiviere. Da ist sie. Ui, wo war denn das? Es wird rot, hier kommen sie. Genau. Stacheldraht brauche ich diesmal nicht, weil der Elektroschockzahn hatte bereits schon einen gewissen Effekt. Ihr seht, diese Dartfallen, die sind echt extrem effizient, was den Schaden angeht. Ich glaube, ich habe vergessen, die vorderen 2 anzuschließen, weil die sollten gar nicht so weit kommen. Muss ich mir dann nochmal anschauen. Aber ich denke, es reicht auch hier mit diesen 6 Fallen, die jetzt noch übrig sind. Das Ganze ist extrem wartungsarm. Sie greifen keine Blöcke an, was ich dann nach der Blutmondnacht reparieren muss. Eventuell der ein oder andere Dartfalle, die vielleicht mal einen Schlag abbekommen hat per Zufall. Die Elektrozäune, die kann ich schon während der Zombie-Nacht reparieren aufgrund der Wartungskorridoren. Ansonsten muss ich echt nichts machen, kann mich hier vergnügen, Kaffee trinken und die Zombies ins Verderben rennen lassen. Die einzigen, die es vermutlich bis zur Tür schaffen werden, das sind die Hunde, die ein bisschen schneller sind. Aber die hier bestimmt nicht. Schauen wir mal die Konsole. Es gibt jetzt gerade einen neuen Spawn. Ja, vorne wird echt nicht geschossen. Ich habe die nicht angeschlossen. Der Hund ist durchgekommen, wie erwartet. Böser Hund. Bis ganz zur Tür hat er es geschafft. Noch was. Oh, bis zur Tür, nicht schlecht. Ach, die rennen natürlich unterhalb von diesem... Ich frage mich gerade, warum das die untere Falle nicht schießt. Die hier schießt. Die hier drüben müsste eigentlich auch, wenn ich mal reingucke, doch, die hat auch 10 Schuss abgegeben. Die oben auch. Das müsste dann eigentlich... Doch, die sind synchron, ist okay. So, hier kriegen wir noch einen Radiated-Zombie rein. Mal schauen, wie lange der macht. Theoretisch könnten wir natürlich noch die Elektrozone oben und aufs Unterfeld spannen. Das heißt, die sind eins in die Erde versinken und dann oben noch eins an die Decke anbringen, damit oben und unten die Zombies geschockt werden. So werden auch die Spinnenzombies und die Hunde schön gebrutzelt. Ja, da stapeln sie sich. Also man kann klar sagen, sie kommen hier nicht über den mittleren Bereich hinaus. Mit Ausnahme der Hunde, wenn ich jetzt natürlich hier unten noch die Zäune entsprechend anbringen würde, wäre auch das Hundeproblem gelöst. Aber ist egal. Ich glaube, das war's langsam. Alle Entities sind tot, es scheinen keine mehr gespawnt zu werden. Blutmondnacht überstanden, Aufwand gleich 0. Schauen wir uns noch schnell an, was ist kaputt gegangen. Sicher, die Elektrozäune haben gut Schaden abbekommen. Das ist normal, wenn die Schaden austeilen, kriegen sie auch immer ein bisschen Schaden. Die kann man auch während der Nacht hier reparieren. Ich schalte hier mal den
Generator aus, ansonsten werde ich hier gebrutzelt. Tür hat ein paar Schläge abbekommen. Die Dart Traps, 0 Schaden. Auch kein Schaden. Ach, die Druckplatte ein bisschen. Ja, war eine kurze Nacht. Zombie ist tot. Basis demonstriert. Ich finde das extrem effizient jetzt mit dieser Kanalisieren und den Dart Traps. Werde ich wohl jetzt mehr oder weniger zu meiner Standardbasis machen. Mal schauen, vielleicht habe ich noch andere Ideen. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch inspiriert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.